So, es folgt eine Produktion von Radio Weser TV, mit großem V, aus dem Studio Norden Hamburg. Beziehungsweise Moin Moin zu einer neuen Ausgabe von Blick ins Sendegebiet und eigentlich müsste ich sagen, einen wunderschönen guten Morgen. Für uns jedenfalls, als Moderatorenteam, als Einsatzteam von Radio Weser TV, denn wir sind für uns zu nachtschlafender Zeit nach Morim aufgebrochen, um eine Grundschule zu besuchen. Und warum wir das getan haben, warum wir diese Grundschule uns ausgewählt haben, um ihr an diesem Morgen einen Besuch abzustatten, das kann uns unter anderem Hans Meinen erzählen, Plattdeutschbeauftragter des Landkreises Wesermarsch. Der Bürgersender hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, die plattdeutsche Sprache zu fördern und einfach zu sprechen im Programm. Wir haben viele plattdeutsche Formate und der Plattdeutschbeauftragte unterstützt uns ja auch ein bisschen dabei. Und Hans, du hast uns eingeladen, mal die Schule in Morim zu besuchen. Warum? Was macht denn diese Grundschule in Morim, außer dass es wirklich eine sehr schöne Schule ist, was macht die denn so besonders? Ja, was macht sie so besonders? Also was das Plattdeutsche angeht, es gäbe viele, viele andere Dinge zu berichten über diese Schule, aber was das Plattdeutsche angeht, es gibt einen für Niedersachsen gültigen Erlass, die Region und ihre Sprachen, und diese Schule gehört zu denen in der Region, aber eben auch besonders in der Wesermarsch, die diesen Erlass mehr als nur umsetzen. Also hier wird die plattdeutsche Sprache wirklich gefördert in vielerlei Hinsicht. Im Unterricht, außerhalb des Unterrichts, in der Schule, wenn man in die Schule reinkommt, merkt man, hier wird also eine besondere Pädagogik geatmet. Überall begegnet man der plattdeutschen Sprache in Form von Hinweisschildern und so weiter und so fort. Also hier wird großartige Arbeit geleistet und ich finde, diese Arbeit kann dann auch mal über eine Sendung bei Radio Weser TV gewürdigt werden. Das war die Idee, die dahinter steckt. Und das ist auch eine schöne Idee und wir haben die dankbar aufgenommen. Wir werden natürlich uns mit der Schulleiterin unterhalten, wir werden uns mit einer pädagogischen Mitarbeiterin unterhalten und einer Lehrerin, die viel Plattdeutsch in ihren Unterricht einbaut. Und dabei kommt sie gar nicht von hier, sie kommt aus Thüringen. Alles kleine Geschichten, die wir zu berichten haben während der nächsten Minuten. Und wir gucken jetzt mal, wie so eine Morgenandacht hier zum Wochenbeginn in der Grundschule in Morim aussieht. Begleiten Sie uns auf unserem kleinen Besuch. Jo, sing man to, von der Pastor singt ho, jo, jo. Sing man to, von der Pastor singt ho. Asse, wer im Circus Name, Circus Name, Circus Name, wer das ganze Dorf hat klingt, von der Pastor singt ho. Jo, sing man to, von der Pastor singt ho, jo, jo. Sing man to, von der Pastor singt ho. Und die Küster Dübelang, kriegt ins Feld das Dorf ist dran, von der Pastor singt ho. Jo, sing man to, von der Pastor singt ho, jo, jo. Sing man to, von der Pastor singt ho. Und den Wehe Feuerwehr, kriegt den Bund voll Bauensmeer, von der Pastor singt ho. Jo, sing man to, von der Pastor singt ho, jo, jo. Sing man to, von der Pastor singt ho. Und die Ole Stadtkapelle, kriegt in jedem Trommelfeld, von der Pastor singt ho. Jo, sing man to, von der Pastor singt ho, jo, jo. Sing man to, von der Pastor singt ho. So, wir sind jetzt bei der obersten Schulmeisterin oder bei der Schulleitung, bei der obersten
oberste Schulmeisterin. So muss es richtig heißen. Und hier sind ja viele Begrifflichkeiten, wenn man durch die Schule läuft, sowohl in Englisch als auch in Hochdeutsch, aber eben auch im Plattdeutsch. Frau Peinemüller, seit wann ist das so? Seit wann wird auch die plattdeutsche Sprache hier so gepflegt und auch in den Unterrichtsalltag mit einbezogen? Das Plattdeutsche ist hier bei uns an der Schule ganz tief verwurzelt. Ich bin 1978 an diese Schule gekommen und da fanden schon plattdeutsche Lesewettbewerbe statt. Jetzt haben wir gerade den 27. plattdeutschen Lesewettbewerb der Oldenburgischen Landschaft hinter uns gebracht und ja, immer auch mit Erfolg. Aber warum hat man sich so auf die Fahnen geschrieben, das Plattdeutsche hier auch ja, aufrechtzuerhalten, in den Alltag der Kinder auch zu holen? Ja, zum ersten Mal sind wir Schulen dazu verpflichtet. Es gibt da diesen berühmten Erlass, darf ich mal aus dem kurz vorlesen. Da ist ganz klar definiert, das ist der Erlass, die Regionen und ihre Sprachen im Unterricht. Und da steht ganz klar und deutlich, zum Bildungsauftrag von Schule gehört es deshalb, neben den globalen auch die regionalen Bezüge und die Region im Unterricht und im Schulleben zu berücksichtigen und sichtbar zu machen. Und da verhalten wir uns eigentlich nur erlasskonform, mehr nicht. Aber wir machen natürlich auch noch ein bisschen mehr. Wir haben vor 20 Jahren haben wir den Namen der Schule geändert. Wir waren vorher Grundschule Eckfleth, jetzt sind wir ja seit 20 Jahren Grundschule Morim und haben mit dieser Umbenennung auch die Schulprogramm- und Schulprofilentwicklung dahingehend weiterentwickelt und haben dadurch das Plattdeutsche fest in unserem Lehrplan, auch in unserem schuleigenen Curriculum integriert. Und wenn Sie hier jetzt auf den Schulhof gehen, haben Sie gleich gesehen, oben in den Schildern steht für jeden ersichtlich Heimat, Sicherheit, Chancen. Und das ist so unser Ziel. Der heimatkundliche Aspekt, das Moor, die plattdeutsche Sprache nehmen einen ganz wesentlichen Rahmen in unserer Arbeit ein. Und Heimat im engeren Sinn wie auch im weiteren Sinn, denn inzwischen haben wir Heimat auch erweitert auf die globale Heimat. Wir sind Umweltschule in Europa, internationale Agenda 21 Schule. Und weil wir ja letztendlich alle da drin hängen. Und unsere Devise ist, wer sich in seiner Heimat sicher fühlt und sich in seiner Heimat gut auskennt, der fühlt sich sicher. Und wer sicher ist, hat im Leben gute Chancen. Und das ist unser Ziel und das wird uns von den führenden Schulen auch immer wieder bestätigt. Und wie ist es im Kollegium? Es sind ja sicherlich auch nicht nur Kollegen da, die hier aus dieser Region kommen, die hier ihre Wurzeln haben, sondern auch Kollegen, die möglicherweise von weiter weg kommen. Tragen die dieses Konzept mit? Unabhängig davon, dass es ein Schulerlass ist, wie Sie sagen, und man so agieren muss als Schule, aber es muss ja auch so eine gewisse Stimmung einfach dafür da sein. Wir wollen das auch. Wir haben da auch Lust zu, die plattdeutsche Sprache hier in den Unterricht mit einzubeziehen. Wie ist da die Situation im Kollegium? Ja, alle Kollegen sind dem Plattdeutschen gegenüber erstmal per se positiv eingestellt. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Dann haben wir diesen Lesewettbewerb und einige plattdeutsche Aktivitäten sind ritualisiert, ja, und auch festgeschrieben im Schulprogramm. Und dann haben wir ja bei uns das absolute Kuriosum, dass unsere Plattdeutsch-Expertin Thüringerin ist. Und sie sich dann irgendwann auf die Fahne geschrieben hat, ich will das jetzt lernen, das Plattdeutsche ist eine so schöne Sprache. Und dann fing sie an, ich erinnere mich noch vor einigen Jahren im Lehrerzimmer, als sie dann anfing, plattdeutsche Texte vorzulesen und geredet hat, dass wir lachend auf dem Tisch fast gelegen haben, weil das so merkwürdig und witzig klang. Und das hat sich jetzt ja sehr positiv entwickelt. Sie hat viele Fortbildungen gemacht und wir haben, was wir allerdings haben, ist Anke Kopmann als einzige plattdeutsche Muttersprachlerin, die auch hier die Plattdeutsch AGs leitet und die das richtig so von zu Hause aus mitbringt und die von daher eine sehr große Bereicherung darstellt. Wichtig ist natürlich auch, dass man nicht nur das Kollegium dass die alle an einem Strang ziehen und das wollen, sondern wichtig sind natürlich auch die Eltern und natürlich die Schüler selbst. Was haben Sie da für einen Eindruck? Wird das da aufgenommen? Die Eltern zeigen sich da auch sehr offen.
Es werden zum Üben für die plattdeutschen Lesewettbewerbe werden Großeltern eingebunden, Nachbarn. Wir haben auch immer für die Wettbewerbe dann hier auch Außenkompetenz natürlich. Wir hatten hier lange in Morim Gunda Jansen, die Morimer Heimatdichterin. Jetzt macht das ihr Sohn, da sie leider vor 2 oder 3 Jahren verstorben ist. Und das bringt natürlich immer noch so einen ganz besonderen Schub. Vor allen Dingen Frau Jansen hat damals dann immer zu den Siegerehrungen auch eigene Gedichte geschrieben, als Dankeschön für die Grundschule Morim. Und ein Gedicht habe ich auch mal eben rausgesucht, weil das eben so ganz wunderschön in unser Schulprogramm passt. Das ist Op'm Radpad dör Morim. Da hat sie also zur Fertigstellung des Fahrradweges vor vielen, vielen Jahren ein Gedicht geschrieben, was man auf dem Fahrradweg alles erlebt, wenn man von Oldenburg durch Morim fährt. Und dieses Gedicht eignet sich nicht nur zum Plattdeutschlernen, sondern wunderbar auch zum Heimatkundeunterricht. Wunderbar. Wie wichtig ist es für eine Schule wie Morim, ländliche Struktur, viele noch Plattdeutsch sprechende, wahrscheinlich viele ältere Menschen, die hier auch Plattdeutsch aufgewachsen sind, gerade in diesem Bereich die plattdeutsche Sprache am Leben zu halten? Ist das auch etwas generationsförderndes, sodass alt und jung da auf dem Land auch wunderbar dann zusammen agieren können? Ja, es werden ja in letzter Zeit Ressourcen freigesetzt für Plattdeutsch. Es gibt den Plattdeutschbeauftragten, Herrn Mein, ja jetzt auch in der Wesermarsch. Es werden Gelder zur Verfügung gestellt, weil man sich eben so wichtig darüber, weil man die Wichtigkeit erkannt hat, dieser Mehrsprachigkeit. Und alle Sprachforscher bestätigen einem, dass jedes Kind ohne Schwierigkeiten 2 Sprachen lernen kann und quasi mit 2 Sprachen aufwachsen kann. Und deshalb finde ich, alles, was man in der Angelegenheit nicht macht, finde ich, ist ein Verlust für jedes einzelne Kind. Es ist ja auch eine Zeit lang sozusagen die Sprache des Landes gewesen und belächelt worden, dass man gesagt hat, also ich kenne meine Elterngeneration auch, die dann, wo gesagt wurde, in der Schule nicht Plattdeutsch sprechen, weil das sind die Kinder vom Land und man hat gefälligst Hochdeutsch zu sprechen. Ist es da wirklich hierfür auch eine Schule, die eben auf dem Land ist, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, leichter, das in den Unterrichtsalltag zu integrieren, als zum Beispiel dann in größeren Städten? Das denke ich. Und ich denke auch, die Arbeit mit der plattdeutschen Sprache ist hier so gewachsen, dass das einfach hier bei uns an der Schule so ist. Und darüber wird nicht diskutiert. An der Grundschule Morim wird Plattdeutsch gemacht. Punkt. Ja, guten Tag nochmal. Fein, dass ihr mich hören wollt. Die erste Geschichte, die ich euch erzählen will, da geht es um 2 Tiere. Das eine Tier ist eine Kuh. Und was eine Kuh ist, das wisst ihr, oder? Was ist eine Kuh? Was ist eine Kuh? Eine Kuh. Ja, genau. Mann, das ist nicht bloß eine Kuh. Nee, das ist eine große, braune Kuh. Und das ist auch nicht bloß eine große, braune Kuh. Nee, das ist eine große, braune Büffelkuh. Eine Büffelkuh, das ist eine Kuh, die hat so ganz so lange Hörner. Das spielt eine Rolle, diese Geschichte. In dieser Geschichte. Na, dann spielt aber auch noch ein Fisch eine Rolle und die ist ungefähr so groß. Und diesen Fisch, die läuft in eine Beek. Und was eine Beek ist, damit man den Morim verkloren. In Morim gibt das keine Beek, in Morim gibt das bloß ein Schlot. Eine Beek, das ist ein Lötchen Fluss, wo das Wasser in fließt. Was ist das auf Hochdeutsch? Lötchen Fluss? Ja, genau, da lebt diese Fisch in. Und das ist ein Lötchen lustigen Kerl, sag ich jo. Der sucht da in Wasser was rum und spielt mit den Glitzersteinen und freut sich, dass er so fein klar Wasser hat. Man, an diese Beek lang ist eine Weide. Und ob diese Weide, da lebt diese große braune Büffelkuh. Nur, und an so einem richtig feinen Sommerdach, die Sonne schien den ganzen Tag und das mooi warm. Da kriegt die Kuh Durst. Und so geht sie an die Beek und fängt das Suppen an. Und sie suppt. Und suppt und suppt und suppt und suppt. Das will gar kein Ende nehmen. Und das Wasser in die Beek, da war immer minder. Das mag der Fisch.
Und he denkt sich, wenn das so weitergeht, dann tut das nicht lang. Dann sitze ich hier oben drüben. Und was passiert denn mit dem Fisch? Dann ist sie tot. Ein Fisch ohne Wasser, da geht nicht, der muss sterben. Und so kommt der Fisch und Wasser raus und so sagt zu der Kuh, du Kuh, da weg die Sägen, du kriegst Ärger mit mir, ich komm die Bi. Holst du das Suppen nicht ab, mir das ganze Wasser wegtrinken. Oh, sagt die Kuh, krieg Angst vor den Fisch, der will mir was. Aber sie suppt immer mal wieder und suppt und suppt und suppt und suppt und suppt. Und das Wasser in der Beck, das wird immer Männer. Mann, do wird der Fisch vergrillt. Hey, wat so vergrillt, springt ut Water und mit einem Haps